Blickwinkel. Ja, unser Blickwinkel, der macht es aus. Im Hebräer 3 schreibt Paulus: Seht deshalb auf Jesus, den Gesandten Gottes und Hohenpriester, zu dem wir uns bekennen. Er sagt, in allem, in jeder Lebenslage sollen wir unseren Blick auf Jesus richten. Und das macht es aus. Jesus sagt, lobet Gott, danket, seid freudig, tut mir zujubeln. Aber ich merke, dass ich sehr oft meinen Blick nicht auf Jesus richte. Sehr oft geht mein Blick dorthin, wo ich Sorgen sehe, dorthin, wo Sachen nicht so gut laufen. Und die Spirale von der Sorge, die ist ganz stark. Ich merke, wie mir die Spirale runterzieht und ich manchmal fast das Gefühl habe, es zerdrückt mich und ich will etwas machen, aber eigentlich kann ich gar nichts machen. Und in jeder Lebenslage den Blick auf Jesus werfen, da haben wir den Paulus und den Silas, die uns zum Beispiel in dieser Geschichte ein grosses Vorbild sind. Sie sind geschlagen worden, sie sind ins Gefängnis geworfen worden, sie waren gefesselt an Händen und Füßen. Sie haben wahrscheinlich Schmerzen gehabt. Und ich glaube, sie hatten Grund genug gehabt, zum anfangen jammern, motzen, ausrufen. Aber in der Bibel lesen wir, und sie haben angefangen, Gott zu loben. Sie haben angefangen zu singen. Und das Gefängnis hat angefangen zu beben. Weil plötzlich nämlich Gottes Gegenwart ist gekommen. Paulus sagt, richte deinen Blick auf mich. Und ich habe mal in einer Predigt, die ich gehört habe, von der Maria Brean, die hat etwas ganz Gutes gesagt. Sie hat so Körbchen so verkauft, aber das spielt eigentlich keine Rolle, was für Körbchen wir nehmen. Man kann ja auch irgendeinen Schatz drauf oder irgendetwas. Sie hat gesagt, hey, Sachen, die dir Sorgen machen, schreib es auf und tu es irgendwo dort rein. Das ist Gottes Problem. Und wenn wir das da drinnen haben, können wir sagen, hey, das habe ich Gott abgegeben. Das ist nicht mein Problem. Gott macht, was ich muss. Ich muss Gott anbeten. Ich muss Danke sagen und meinen Blick auf Jesus werfen. Weil dann nämlich diese Sorgen von jemandem anderes gelöst werden. Und mein Herz darf Freude empfangen, eine Leichtigkeit, weil ich nämlich unsere Sorgen nicht lösen kann. Aber Gott sagt, ich bin stark, genau dort.